Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König, ich bin Philosoph zuerst noch am Lycée und der Video hier ist ein Kurs zu den Prüf konditionnel, das heißt zu einem Teil vom Philos-Programm auf der Premiere. Was ist ein Prüf konditionnel, wie gehe ich damit und alles gefährlich, das sehen wir gleich. Bla bla bla, geht nochmal. Gut, was ist ein Prüf konditionnel? Wenn ihr Logik ein bisschen kennt, respektive an die Video für Druck geguckt hat, da wisst ihr, dass Prüfen eigentlich da sind, für zu beweisen, für was Raisonnement stimmt. Wir hatten Prüf Simple in einem anderen Video schon angeguckt. Bei der Prüf Simple, du kriegst ein paar Prämissen und eine Konklusion und die musst einfach von den Prämissen und Konklusion kommen. Los, da war so, dem nur weh, oder keine Prämissen oder dem nur weh, will da noch eine Prämisse mehr. Da könnt ihr auch eine Prüf konditionell machen. Das heißt, das geht nicht mehr, wenn da eine Konklusion hat, wo eine Implikation dran ist. Zum Beispiel P implique Q an der Konklusion. Stell ich mir vor, die braucht noch ein bisschen mehr Material für eine Prüf zu machen oder die will ich nach mehr Material gehen. Aber bei der Prüf konditionell, was du machst, ist, die holt die Kondition, du hier nur Kondition raus, die P, in diesem Fall P implique Q, P ist die Kondition von Q, die holt die raus als Weiterprämisse. Und die rechnet damit weiter. Und den Unterschied im Moment ist nicht, dass wenn der P rausgeholt, dass er nach einem P implique Q muss, mehr die sich das nach der Q. Das heißt, die macht eine Prüf konditionell, indem es der Kondition aus der Konklusion als Weiterprämisse rausholt und dann weiterrechnet. Auf den Rest ist alles wie bei der Prüf Simple ganz normal. Dafür ich proposiere, dass man direkt zu einem Exerzice rübergehen, da geht es viel mehr klar. Boah, wenn ich so viel mehr klar, ich hoffe natürlich, dass der noch viel mehr klar ist. Ich kann ich nicht versprechen, das bleibt ja nicht just mir. Aber holt mal das Buch, wenn er tut. Wenn nicht, guckt er bei einem Ekran, ich blende nicht den Exerzice an. Dann Exerzice 1 auf der Seite 172. Also ein Exerzice geht nicht auf der Seite 172 und mit oder eben die Lesung. Das war da gesitzt, die 4 Zeilen, die du gesitzt. Erstens P implique Q, zweitens non P und S, Klammern implique non R. Drittens non T implique Klammer op, ROQ, Klammer zu, und nicht T oder nicht U. Das sind die Prämissen, die kriegt er. Und dann hat die Konklusion nicht Q impliziert nicht U. So, lassen natürlich froh, wo hier weiß ich überhaupt, dass ich eine Prüf konditionell soll machen, aber dann kriegt er einfach gesagt. Das heißt, an der Angabe steht, prouver, oder prouve dem Neue, prouver la validité du raisonnement suivant par une preuve simple conditionnelle Reduktion absurde, das steht da. Es gibt sogar an einem Examen, wenn ich mich richtig erinnere, die Möglichkeit, eine Prüf simple zu machen oder eine Prüf konditionelle. Das heißt, hast du den Choix, wenn du willst üben, dann könnt ihr mal gucken, ob da mit normale Prüf simple nicht auch eine Prüf konditionell könnt machen. Mist gut. Mal zurück zum Exerzice, wenn du guckt, das echt was geschieht, Zahl 5. Kondition aus der Konklusion aus dem Nicht-Q geht rausgeholt und drunter steht dann HIP-PC, Hypothese, Prüf, konditionell. Wir stellen mal einfach die Hypothese dahin. Das dürfen wir machen, wenn wir wissen, dass ein Exerzice stimmt, also dass das Raisonnement valid ist. Das heißt, wir wissen, dass alle einzelnen Prämissen valid ist und wir wissen, dass die Konklusion valid ist. Das heißt, wir wissen, dass es stimmt, dass wir nicht Q und dass wir dann nicht U. Das wissen wir im Vielfalt schon. So es geht gut, wir wissen das, ja, und dann ist es einfach ein Profil nach Non-U zu finden. Wenn ihr guckt, an der 5. Zeile steht, dass Q falsch ist, an der 1. Zeile steht von der P, du hast kriegt der Q. Die hat Q aber nicht, also muss der P falsch sein. Zack, Zahl 6, Modus Toleranz 1 der 5, easy. Ja, mit der neuen Zeile, passt auf, lo hat eine Addition. Bei R nicht P sitzt dort ein S mit einer Disjunktion dabei. Wenn ihr wisst, dass der P falsch ist, dann wisst ihr auch, dass nicht P oder S muss stimmen. Weil ein von beiden Termen richtig ist, muss also das ist ja möglich sein und die ganze Zeit stimmt. Wie machen wir das? Weil an der Zahl 2 steht, wenn ich non POS habe, dann habe ich nicht R. Aber wenn ich dann eben non POS benutzen habe, an der Zahl 7, dann kann ich ein R. Nicht. Kann ich noch R, pardon. Das heißt, das Modus Ponens von den Zeilen 2 und 7. Für was macht ich das? Man guckt an der Zeile 3, da habe ich R oder Q. Wenn ich beweisen kann, dass R oder Q falsch ist, dann kann ich den T rausgeboxt. Ich habe den R an der Zeile 8, also noch R, ich habe noch Q an der Zeile 5. Wenn ich steht zusammensitzen, habe ich an der Zeile 9 eine Konjunktion machen von den 2 Zeilen, dann kriege ich noch R und noch Q. Wenn ich dann den De Morgan davon mache, dann kriege ich R und Q
das Ganze nähert. Und da kann ich dann eben Zahl 3 also boxen. Das heißt, an der Zahl 3 steht, wenn ich nicht T habe, dann kriege ich R au Q. An der Zahl 10 steht aber, dass ich R au Q nicht habe. Dafür kann ich den T nicht haben, den nicht T. Dafür an der Zahl 11 steht dann eben T. Modus Toleranz von 3 auf 10. Aber was geschieht? Dann kann ich Zahl 4 also nicht knacken. Da steht entweder ich nicht T oder nicht U. An der Zahl 11 steht, dass ich ein T habe. Also muss ich den U haben. 12. Also Syllogisme disjunktiv von 4 an 11. Und passt auf, was logisch ist, dass ich den nicht U von tun. Ich bin nicht ganz fertig. Ich muss eine Gleichzahl drinnen klacken. Non Q implique non U. Die sieht das Konklusion, die ich hier aufschreiben. Teil Cal. Und dann schreibe ich dann Preuve konditionnelle und da schreibe ich die Länge vom Exerzice. Hier schreibe ich dahinter das von 5 bis 12. Bei der Reduktion à l'absurde schreibe ich die Zahlen hin, wo ich widerspreche und hier schreibe ich eben die Länge vom Exerzice dahinter. Gut, wenn das total so einfach war, machen wir ein bisschen mehr kompliziert. Auf der nächsten Seite gucke ich den mal an. Auf der Seite 173 gucke ich da mal an, das ist ein Exerzice 2. Tut da einfach mal keine Prämissen an eine riesige Konklusion. Gut, was machen wir da? Wenn ihr eine Konklusion anguckt, da steht P implique Q implique und dann nur die riesige Klammer. Wenn ihr eine Preuve konditionnelle macht, ein erster Reflex wäre dann P implique Q rauszuholen. Das Problem ist, mit P implique Q machen wir nicht ganz viel, machen wir von gut nicht, aber wir regeln den Exerzice gar nicht. Das heißt, was ich machen gehen, als ich meine eine Kontraposition an der Konklusion, ich switchen das. Das heißt, mit P implique Q, der 4 Implikationsfall war, können wir von Hand drin an die riesige Klammer, die Hand war, die könnt ihr drin. Mit Negationen jeweils drauf. Das heißt, wenn ihr guckt, blenden wir halt die Ablesung an, die sieht, wir machen für dich eine Kontraposition von der Konklusion, das ist das, was der oben da sieht, die Konklusion 2. Und dann holt er die riesige Klammer, was ist nicht so riesig, aber die holt er mal raus, dann holt er halt als falsch das, Klammer auf, nicht P impliziert Q, Klammer zu, impliziert Q. Das ist die Hypothese Preuve konditionnelle, mit der wir heute schaffen. Und da nehmen wir los. Die Zahl eine Implikation, die näher das. Was mache ich da? Ich mache eine Implikation nie damit. Das heißt, Zahl 2, ich ändere meine Implikation in eine Konjunktion. Negation auf dem Ganzen nicht flit. Und im Moment tue ich P nie implique Q an non Q. Und was stellen wir fest? Es ist schon eine Simplifikation, die dafür mal etwa eine Konjunktion. Ja, jetzt immer eine Simplifikation. Das heißt, ich hole P implique non Q raus an Zahl 4 schreibe ich non Q. An der Zahl 3 steht P implique Q, an der Zahl 4 steht non Q. Und was stellen wir da fest? Wenn ich P nicht habe, kriege ich eine Q. Schon eine Q aber nicht. Bei dem Moment habe ich eine P. Modus Toleranz von 3 auf 4. Gut, wenn ihr euch fragt, woher weiß ich, dass ich das so mache, ihr wisst es nicht unbedingt direkt, weil das ist ja auch vielleicht ein bisschen konfus, ein bisschen chaotisch. Aber wenn ihr könnt eine Simplifikation machen, wenn ihr könnt irgendwie eine Zahl als nebrische machen, wenn ihr mehr Einzelbuchstaben habt, werdet es mir einfach aus. Aber wenn ihr guckt, an der Zahl 6 setzen sie P et non Q zusammen, dann haben sie eine Konjunktion von den Teilen 4 auf 5. Wie machen sie das? Weil, wenn du einen Schritt mehr weit geht, an die erinnere dich ja, hier muss man das finden, was bei der Konklusion 100 der Implikation steht. Da brauchen wir P implique Q, das Ganze nähert. Aber P et non Q, wenn ich das Gesetz von der Implikation drin anwenden, auf Zahl 6, was kriege ich dann? P implique Q, das Ganze nähert. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Also ich schreibe schon drin Implikation nie von der Zahl 6. Und da sieht ihr dann anderen den interessanten Fall, die schreibt eine Konklusion, mit der er geschafft hat, ganz auf. Dafür überschließen wir nicht hier, weil er das ganz viel P in Negationen erküren. Und da schreibt er dann drin eine Preuve konditionnelle von bis, also in diesem Fall von 1 bis 7. Und wie das der ihrer Originalkonklusion etwas getüftelt hat, muss der auch einen Schritt in die andere Richtung machen, haben wir eine Kontraposition gemacht, also schreiben wir eine Zahl 9 drin, wo wir Kontraposition 9 machen. Lasst euch mehr als einfach so. Aber wenn ihr guckt, 2 Seiten wie weit oder den Exercice d'Introduction 3, genau dieselbe Prozedur, guckt ihr schon mal einfach und ich blende ihn an. Und du seht da an ihrer Konklusion, hat er non R U, und dann ein riesiges Crochet.
Das Problem ist, du musst das keine Implikation, du kannst kein Prüf konditionell machen. Das heißt, was du musst machen, ist eine Implikation auf die Zahl anwenden, nur RU das ganze Crochet, geht dann eben R implique das ganze Crochet und dann hat das, was braucht. Da können wir einen Prüf konditionell machen. Lass uns nämlich just froh, holt die ganze Crochet raus, nachdem so nach eine Kontraposition drauf schummt oder holt dann R so raus. Du musst einfach probieren, beides geht. Auch wenn der Lohe guckt, wie sie das macht, dann holen sie einfach den R raus und dann den Exercice gesehen, das ist extrem kurz, sondern fängt Formsachen. Bon, wenn ich soll ich kontraposieren, wenn ich so schreiben, wenn ich so stumm machen, es gibt kein einfach Antwort, die muss einfach probieren. Es könnte normalerweise nicht viel, dass du musst kontraposieren, aber wenn der Profen, die vielleicht ein bisschen sadistisch sind oder die gerade in die Kamera gucken, kann man viel kommen, wenn da aber ein Prüf konditionell macht, geht einfach mal prinzipiell davon aus, von an der Konklusion eine Implikation hat, dass nichts muss machen. Führt einfach lass und der rechnet da. Und wenn er dann merkt, dass es nicht abgeht, kontrolliert, ob er keinen Fehler gemacht hat, und wenn dann nicht abgeht, dann probiert man eine Kontraposition. Mir geht einfach mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Voilà, das war dann die kurz kleine Intro zu den Prüf konditionell. Viel Spaß beim Üben. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare habt, dann macht mein Mail auf podcast@lc.lu und dann sage ich bis ganz geschwind.